Offizielle chinesische Quellen berichten von dem Nationalen Einheitssymposion für Aufschwung und Konsolidierung in Urumqi. Der Sekretär des Parteikomitees der autonomen Xinjiang-Region, Chen Quanguo, berichtete nach der Konferenz von den Grundgedanken des Tages. Wir müssen die nationale Politik der Partei genauestens umsetzen. Es ist beabsichtigt, ein regionales und autonomes System anzuwenden, damit die Gleichheit aller Ethnien gewahrt bleibt. Alle Ethnien sollen gleichermaßen an der Regierung teilhaben. Wir garantieren, die Sprachen aller Ethnien zu schützen und zu respektieren. Auch stehen wir für eine Ahndung der Diskriminierung sowie der Verletzung nationaler Gefühle. Die Partei steht für Religionsfreiheit und ist stets bemüht, Denker und Forscher jeder Art zu fördern. Der Präsident des East Turkestan Information Center, Herr Karakash, meint daraufhin nur, dass man sich keineswegs auf Spiele dieser Art mit China einlassen dürfe. Während Millionen Uiguren und Kasachen in Internierungslagern täglich Folterungen und dem drohenden Tod ausgesetzt sind, sei solch eine Äußerung aus der chinesischen Politik schlichtweg ein Hohn. Die Weltöffentlichkeit schafft sich immer mehr ein Bewusstsein für all die grausamen Verbrechen, die der chinesische Staat in aktueller Zeit begeht. Auch wenn China anstrebt, unangenehme Themengebiete unter Verschluss zu halten, zeigen Fälle wie der des Autors Ahtem Ömer, der willkürlich verhaftet und interniert wurde und bis heute keinerlei Lebenszeichen von sich gegeben hat, dass die Unterdrückung in China noch immer systematisch ausgeführt wird. Anfang des Jahres 2018 ist der bekannte Sänger und Komödiant Mohammed Tursun von chinesischen Behörden verschleppt worden, die Turkestan Times berichtete. Über den genauen Verbleib des Künstlers ist bisher noch nichts bekannt, ebenso wenig die Anklagepunkte, die Tursun hinter Gitter brachten. Der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo beschuldigt die Staaten China und Russland, mitverantwortlich für die Wirtschaftskrise Venezuelas zu sein. Pompeo bezeichnet weiterhin die Anwesenheit der russischen Soldaten in Venezuela als eine Provokation. Russland wirft den USA vertragliche Verletzung des Atomwaffensperrvertrages vor, weshalb man in der Regierung Moskaus nun ebenfalls einen Rückzug von dem Vertrag verkündete. Krivoruschko, stellvertretender russischer Verteidigungsminister, gibt die Serienherstellung der Iskandar-Raketen bekannt, die zuvor wegen des Vertrages nicht genehmigt waren. Bereits zum 22. Mal in Folge protestierten in Frankreich landesweit die sogenannten Gelbwesten gegen die Politik des Präsidenten Macron. Die Demonstrationen wurden friedlich unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Paris durchgeführt. In Toulouse dagegen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.